Herzlich willkommen zu Novo 1, heute von den Karl-May-Festspielen. Wir beschäftigen uns also mit Inchepu und Traberködel. Ein bisschen hat es geregnet, jetzt scheint die Sonne, genauso wie es eben bei Freilichtfestspielen ist. Was glaubt ihr, was euch denn erwarten wird, wenn das denn hier ab dem 25. Juni losgehen wird? Viel Action, würde ich sagen, und auch viel Spaß. So, und jetzt habe ich hier doch tatsächlich den Held meiner Kindheitstage, Winnetou, alias Erol Sander. Schön, dass Sie da sind. Das ist ja nun auch schon nicht das erste Mal. Sie spielen es ja schon seit ein paar Jahren, den Winnetou. Ist das nicht ein Suchtfaktor, wenn man hier das erste Mal mit seinem Pferd da längs reitet und das Publikum johlt? Ja, ich denke immer daran, wenn ich jetzt selbst Kind wäre und auf der Bühne sitzen würde. Es ist der zweite Adventssonntag. Wir haben Advent. Es ist eigentlich alles weihnachtlich. Normalerweise sollte man dort in absolut friedlicher Stimmung sein. Aber was machen wir? Wir fahren hier zur Falkenberghalle und schauen uns einen Wrestling-Kampf an. Da hauen sich doch die Leute eigentlich immer was vor die Mütze. Warum man sich das zur Weihnachtszeit antut und was man da eigentlich sehen will, das möchte ich jetzt gerne mal hier von den Gästen erfragen. Wann kann man mit Wrestling anfangen? Welches Alter sollte man wenigstens haben? Also Wrestling basiert ja auf dem Ring und mit dem Ring kann man eigentlich schon relativ früh anfangen. Das ist aber ein reiner Männersport oder betreiben das auch Frauen? Das betreiben auch Frauen, allerdings sehr wenige. Falls Sie sich Kalorien jetzt abstrampeln wollen, dann sollten Sie sportlich werden mit Saschas Sportecke. Für vielen Jahren, da wär dieser Ruhm hier mal ein Zwienstall West. Das ist ein lang her und nu proft das Norderstädter Amateurtheater Jimmers sin Stücke. Mann, wenn ich mi so hier umkick, dann ist das Jimmers noch ein Zwienstall. Anne Wärmke, wo ist das so? Ja, wer sie nicht reinmuckt hätte, das ist ganz einfach so. Ist das denn nun Glück für Just Spieler? Bist du nun weniger streng, wie du die Jimmers ob die Söms konzentrieren musst oder nicht? Du musst die Spielers fragen. So, und nun noch 50 Jahre Bühnenerfahrung, da kannst du ja auch Söms sagen, ob ein was gut macht oder nicht und ob er gut spielt oder nicht. Wie gut ist denn der Regisseur als Spieler? Natürlich gehört zu einer Hochzeit, darum geht es nämlich hier bei der Norderstädter Hochzeitsmesse, auch viele Glückssymbole, unter anderem ein Schornsteinfeger, die Kluft haben wir hier, und weiße Täubchen. Ich würde Ihnen ein sehr schönes fließendes Kleid anziehen, auch in Champagner. Dazu vielleicht so ein kleines Federcap oder so ein bisschen was Pfiffiges dazu. Tja, also das ist definitiv ein Kleid, das ich mir selbst so nie ausgesucht hätte. Nun schaue ich das erste Mal in den Spiegel. Aber eigentlich, wenn ich mir das so im Spiegel angucke, das geht, ne? Kann man glatt machen. Also könnten wir roundabout locker bei 20.000 € für meine Hochzeit liegen. Wenn Sie mich jetzt heiraten möchten, dann wissen Sie ja, wie Ihr Kontostand aussehen sollte. Und bis dahin gucke ich mal, wo ich noch meinen Lottoschein abgeben kann. Weil so Tretbootfahren ja ganz schön anstrengend ist, zumindest für unseren Praktikanten heute, müssen wir natürlich auch mal gucken, wo man sich denn eigentlich stärken könnte. Da gibt es auf der Landesgartenschau auch die ein oder andere Gelegenheit. Und deswegen steuern wir schon mal wieder Richtung Strandcafé unser Boot hin. Und was gehört zu einem Elfenexpress? Natürlich die 3 Elfen. Und hier sind sie, die Landesgartenschau-Elfen. Lilly, Fleur und der einzige Mann hier an der Seite, der Birk. Eine ganz tolle Sache und in diesem Schutz wird es sicherlich eine ganz, ganz tolle Reise mit dem Elfenexpress. Ab und an sollte man auch einfach mal über Norderstedts Tellerrand hinausschauen und sich ansehen, was andere kleine Orte denn so zu bieten haben. Deswegen haben wir uns auf den Weg nach Itzstedt begeben und geschaut, wer oder was es wert ist, besucht zu werden. Eigentlich siehst du doch genauso aus wie der Nikolaus. Wie kann ich denn da jetzt den einen vom anderen unterscheiden? Also ich bin der einzig wahre Weihnachtsmann. Wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist zu weit. Und man weiß nicht, wie es weitergeht. Zum Weihnachtsmarkt gehört natürlich auch immer, gerade wenn das so kalt hier guten ist, ein kräftiger Glühwein. Und jetzt wollen wir erstmal fragen, was denn eigentlich einen guten Glühwein ausmacht und wie viel man davon so trinken muss, damit er warm wird. Alles blüht, einsam wach. Oder so, ne? Genau, das war nur 4 für heute. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Passen Sie auf, dass Sie nicht nass werden. Morgen mit einer neuen Folge von Uns, mein Kind macht Stress. Bis dahin, tschüss.